So, jetzt muss ich es aber noch ein bisschen zurückziehen. Oh Mann, ich bräuchte unbedingt 2 Wäschzähne. So, dann fange ich mal an mit Ausräumen. So, endlich fertig. Und jetzt wohin mit der Wäsche? Levin, hast du echt eine Idee, wohin ich die Wäsche tun? Warte kurz, Leonie. Was, die Wäsche? Ja, wohin ich die Wäsche tun? Ich kann sie jetzt einfach da rumschauen. Aha, ja, ich weiß auch nicht, wohin. Ja, weil draussen weiss ich nicht, was für Wetter ist. Ja, warum hast du noch gewäscht heute? Ja, weil Wäschtag ist. Ja, also dann müssen wir jetzt halt irgendetwas überlegen. Ja, gut. Oh, ich muss sie unten in den Tumbler tun. Hast du einen? Ja, die Mami hat mir ihren ausgelehnt, aber das geht doch gar nicht. Nein, sie haben so einen kleinen Mitnehmen-Tumbler. Den haben sie mir so mitgegeben. Okay, dann nehme ich einfach den. Dann sind sie nachher trocken. Ich weiss aber gar nicht, was Tumbler. Ah ja, nimm einfach. Ja, ich glaube, die kann man schon Tumbler da. Ja, okay, ich lese mal drauf. Okay, man kann alles tumblern. So, jetzt muss ich das nur noch in den Keller bringen. So, Kellertür auf. So, jetzt Licht an. So, gut. Und zum Tumblern mit. So, und jetzt alles einräumen. Oh, ich könnte Leonie eine Freude machen und schon für sie waschen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Die Wäsche würde sie schon anbringen. Ja. Sagen wir mal 60 Grad oder so. Ja, irgendwie so. Ich würde das schon anbringen. So. Hopp, hopp. So. Und jetzt noch ein bisschen total rein tun. Okay, ich glaube, das langt. So, und den Deckel zu. Gut, und jetzt noch. Gut, das sollte eigentlich gehen. Papi? Ja, Lars, was ist? Hast du was gemacht? Ja, ich glaube schon, Lars. Cool, kannst du das auch? Ja, natürlich, Lars. Super, gut, Papi. Danke, Lars. Du neben Büchlein anschauen? Haben so viel angeschaut. Von dieser Fee und vom Lüstli. Nein, von einer Liter und einer Fee. Auto fahren durch die Stadt. Das Begleiter läuft auch. Und das du jetzt gerade so entwickeln. Die Menge putzen. Endlich fertig. Oh, danke, Levin. Ja, bitte, Leonie Schatz. Ist doch gern geschehen. Super, ihr drüllt auch wunderschön. Hast du nicht ein bisschen viel Wäschmittel in da? Nein, das kann gar nicht sein. Okay, gut. Lars, gehst du bitte kurz in die Badwanne? Ich helfe dir dabei. Ach Mann, ich bin doch gerade am Büchlein anschauen. Ja, aber weisst, komm, geh doch schnell. Fühlst du dich nachher wieder wohler, Okay. So, Lars, ich tue dir jetzt Wasser rein, ist gut? Ja, juhu. Baden macht Spass, oder?
Ja, aber nur wenn es Wasser drin hat. Ja, klar. Flitte, Flatte, Wasserspatze. So, ich lade jetzt Wasser ein. So, Badekönig, jetzt ist aber aus. He? Menno. Komm, Lars, komm raus. Du darfst schon liegen, Lars. So, ist gut. Hä? Oh, ich finde den Spruch so schön. Soll ich ihn dir vorlesen, Lars? Nein. Ein Wanderli-Gesicht. Okay, komm mal mit. Der Lars darf meistens noch ein bisschen auf unserem Bett liegen, wenn er es bis schon hat jetzt. Du siehst, es wird schon dunkel draussen. Und jetzt ist es so ziemlich dunkel. He? Zum Glück haben wir ja die Nachtlampe. Also, das Gesichtli geht so. Nach dem Gesichtli sind wir fertig gewesen. Und dann war es so 8 Uhr. Mega dunkel. Schlaf gut, Lars. Und träume etwas Schönes. Ich habe dich gern. Ist es auch. Schlaf gut, Linja. Träume etwas ganz, ganz Schönes. Von vielen Elfen und Prinzessinnen. Ja. Ich habe dich gern. Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf gut, Leon. Gute Nacht. Schau, ich tue den noch einschalten. Oh, jetzt ist das Licht ausgegangen. So, das Liedli. Ja. So, ich glaube für mich oder für euch ist jetzt auch gleich Zeit für ins Bett gehen. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht, Levin.